Das sind meine persönlichen Highlights vom bisherigen Summer Game Fest, wo du auch im Auge behalten. Ubisoft hat Rayman Legends Retold angekündigt. Eine von Grund auf neu aufgelegte Version von Rayman Legends. Mit einer neuen Welt, Story und noch mehr Musiklevel. Es sieht nicht nur mega aus, sondern hat auch einen Banger-Soundtrack. Und du bekommst es zusammen mit einer aufgehübschten Version von Rayman Origins für nur 40 Stutz. Ein No-Brainer. Insomniac Games hat sehr viel neues Gameplay zu Wolverine gezeigt. Und damn, genau so stellt man sich doch einen Wolverine vor. Der Fokus vom blutigen Actionspiel legt laut den Entwicklern stark auf die Story. Und dass sie das können, haben sie ja bei den Spider-Man-Spielen schon gut gezeigt. Until Dawn 2 hat im ersten Trailer direkt wieder eine extrem schaurige Atmosphäre vermittelt, dass ich mich jetzt schon sehr aufs fertige Spiel freue. Auch Control Resonant sieht wieder extrem kreativ aus und ich bin gespannt, was für wilde Mechaniken sie sich in dieser crazy Welt das mal überlegt haben. Trine 6 Together in Time sieht abermals nach einem magisch witzigen Plattformer aus und ich freue mich, einmal mehr mit unseren 3 Helden ins Abenteuer zu springen. Und natürlich auch God of War Layaway sieht extrem gut aus. Ich muss aber ehrlich noch die ersten beiden God of War Spiele nachholen, bevor ich mich vollständig aufs neue Abenteuer freue.